Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Ich habe gestern im Discord gesehen, dass es einen offenen Brief an Uli Hoeneß gibt. Was an sich erstmal nichts Schlimmes ist. Die Meinung da drin ist natürlich eine Katastrophe. Gucken wir uns gleich an. Ja, keine Sorge. Was mich daran so hart triggert, ist mit freundlichen Grüßen die Fans des FC Bayern. Wer immer diesen Brief geschrieben hat, das ist mir nicht ersichtlich, weil er ja nicht unterschrieben ist, weil man ja, wenn er da nicht dazu steht, wenn man seine Meinung äußert. Du kleiner ... Dass du ihm meinen Namen sprichst, ist eine absolute Frechheit. Ja? Du kannst den gerne unterschreiben, den tollen Brief, in deinen Namen oder in Namen eines Fanclubs, wenn der aus irgendeinem Fanclub ist. Das ist mir scheißegal. In meinen Namen, ja, weil ich bin ein Fan des FC Bayern München, hat keiner einen offenen Brief an Uli Hoeneß zu schreiben. Ja? Weil mit dieser Meinung, die da drin steht, gehe ich zu 100% nicht mit. Und so wie es mir geht, wird es mit Sicherheit den einen oder anderen auch gehen. Und von daher gibt es hier dieses ganz klare Statement mal gegen diesen Brief. Und damit lesen wir uns den mal durch. So, ich habe den noch nicht gelesen. Ja, ich habe die ersten 3 Zeilen gelesen. Da war mir schon zu viel. Gestern war ich aber auch noch sehr kränklich. Heute, ihr hört's, auf dem Weg der Besserung. Und dann gehen wir direkt mal rein in so eine Phase hier. Offener Brief an Uli Hoeneß. Lieber Herr Hoeneß, in den letzten Tagen und Wochen gab es viele Spekulationen um den neuen Bayern-Trainer. Zunächst hat Xabi Alonso abgesagt an Julian Nagelsmann, zuletzt Ralf Rangnick. Die Trainersuche verläuft sehr zäh, obwohl dies eigentlich vermeidbar wäre. Unser aktueller Trainer, Thomas Tuchel, hat unsere Mannschaft in das Halbfinale der Champions League geführt und nach dem Hinspiel in der ganzen Arena stehen die Chancen nicht schlecht, sogar ins Finale einzuziehen. Die Saison in der Liga verlief natürlich nicht nach Plan. Jedoch sollte man hier auch nicht außer Acht lassen, dass Leverkusen eine historische Saison spielt und unsere bisherigen Punkteausbeute gar nicht so schlecht aussieht, wie sie von vielen gemacht wird. Dieses Jahr greifen wir sicherlich wieder an. Boom! Punkt 1. Dieser Mensch, der das geschrieben hat null Ahnung vom Fußball vom FC Bayern München. Null. 0,0. Ja, da läuten gleich die Glocken, die mich unterstützen, Leute. Hoffentlich hört ihr sie. Das ist eine Katastrophe. Nochmal. Jedem seine Meinung. Ja? Meine Meinung kennt ihr, die hier länger sind. Die vielleicht jetzt neu kommen, lernt ihr meine Meinung kennen. Die ist straight geradeaus. Da stehe ich zu mit meinem Namen. Ja? Und nicht mit anonym freundlichen Grüßen, die Fans des FC Bayern. Ich spreche auch nicht für euch. Ich spreche nicht im Namen der Fans des FC Bayern München, ich spreche im Namen von mir. Und diese Meinung, sorry, dann hat man einfach null Plan vom Fußball des FC Bayern München. Das ist ein Fakt in meinen Augen. Ja? Der Fußball ist eine Katastrophe unter Thomas Tuchel. Eine absolute Katastrophe. Junge Spieler werden gnadenlos wegignoriert. Ja? Das heißt nicht, dass Thomas Tuchel ein schlechter Trainer ist. Thomas Tuchel ist ein sehr guter Trainer. Der aber nicht zum FC Bayern München passt. Das ist ganz einfach ersichtlich. Er passt einfach nicht zum FC Bayern München. So, das heißt nicht, dass Thomas Tuchel ein schlechter Trainer ist. Das heißt auch nicht, dass ich das begrüße, dass Uli Hoeneß öffentlich sagt, dass ein Thomas Tuchel junge Spieler nicht keinen Bock drauf hat, nicht entwickeln möchte, wie auch immer. Das gehört sich nicht, das macht man nicht, das kann man intern gerne bequatschen und dann ist gut. Aber bitte euch, guckt euch allein nur mal die Hinrunde an. Das hat mit Fußball nichts zu tun gehabt. Wir haben die Spiele durch Einzelaktionen gewonnen. Ja, jetzt die letzten Spiele in der Champions League sieht man so ein bisschen, dass wir eine Mannschaft sind. Ja, da sehen wir natürlich auch Tuchel-Fußball, weil wir uns hinten reinstellen und Angsthasen-Fußball spielen. Das kann man gut oder schlecht finden, das sei dahingestellt, aber das ist mit Sicherheit nicht den Fußball, den der FC Bayern zelebrieren möchte. Und der FC Bayern kauft auch kein Mathis Tell für 30 Millionen, damit er von morgens bis abends auf der Bank sitzt. Wir brauchen jetzt auch nicht wieder kommen, das Argument Pavlovic. Thomas Tuchel hat einen Pavlovic durchgehend ignoriert. Er hat ihn erst spielen lassen, wo alle anderen Möglichkeiten gesperrt, verletzt, dahingegangen sind. Ja. Weiter. Nennt mir einen Spieler, der unter Thomas Tuchel besser geworden ist. Einen. Mir würde einer reichen. Es gibt keinen. Musiala, Katastrophe. Ja, so langsam, aber trotzdem immer noch nicht auf einem guten Level, was er vorher war. Fonzie Davies, Katastrophe. Thomas Müller, altersbedingt, okay. Lassen wir weg. Harry Kane ist der Einzige, der auf seinem Niveau liefert und Eric Dyer. Alle Spieler, die da sind. Nennt mir einen, der mal auf Topform ist. Ja, in den Champions League Spielen reißen sich den Arsch auf, da reißen sich zusammen. In der Bundesliga eine absolute Farce. Jeder, der das nicht sieht, dass wir keine Spielphilosophie haben, ja, dass Tuchel gar nicht die Spieler hat, die er gerne möchte,
Sorry, der hat in meinen Augen vom FC Bayern München keinerlei Ahnung. Da kommt die Erkältung wieder durch. Sorry. Ja, jetzt könnt ihr gerne schreiben, ich habe keine Ahnung vom Fußball, ist alles fein. Habe ich gar kein Problem mit. Ich weiß, wir sehen ja diesen Brief, es gibt unterschiedliche Meinungen, das ist auch fein. Das ist einfach meine Meinung. Wer das gerne sich ausführlich anhören möchte, ich habe dazu ein 80-Minuten-Video gemacht, was in unserem Verein gerade schief läuft. Das ist jetzt ein paar Wochen alt. Aber da habt ihr ausführlich meine Meinung zu Thomas Tuchel. Weiter geht's. Doch mit welchem Trainer? Sicherlich haben Sie auch von der Petition für Thomas Tuchel mitbekommen. Mittlerweile hat diese knapp 19.000 Unterschriften. Wow! Scheinbar gibt es viele Bayern-Fans, die Thomas Tuchel gerne behalten würden und in seine außergewöhnlichen Fähigkeiten vertrauen, gerade im Hinblick auf die Champions League im eigenen Stadion nächstes Jahr. Wow. 19.000 Unterschriften. Von wen? Von wen? Von 15.000 Leuten, die dem Bayern den Misserfolg gönnen. Vielleicht sogar 17.000 oder 18.000 Menschen, die den FC Bayern den Misserfolg gönnen. Ist klar, dass die so eine Petition unterschreiben und sagen, ja, super, der Tuchel ist richtig gut für den FC Bayern. Merkt ihr noch irgendetwas? Habt ihr irgendwo was Falsches geraucht? Alter, sowas anzuführen, ist eine Katastrophe. Absolut null Relevanz. Selbst wenn du sagst, das sind 19.000 Unterschriften. Von was? Von FC Bayern Mitgliedern bei über 300.000? Selbst da könnt ihr Mathe-Genies mal nachrechnen, wie viel Prozent das wären. Was es nicht ist, ja, da werden 3/4 locker nochmal Fans sein, die nicht vom FC Bayern sind. Die den FC Bayern einfach das wünschen, was wir gerade erleben. Und das ist auch fein so, ja, völlig okay. Aber das als Referenz aufzuführen, Junge. Sie sagen im Interview mit der FAZ unter anderem, dass Sie sehr gerne mit Thomas Tuchel am Tegernsee essen gehen. Vielleicht sollte man sich nochmal im Freihaus Brenner auf ein Abendessen treffen, um die Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen und eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne des Vereins sicherzustellen. Da sind wir wieder dabei, dass derjenige, der das geschrieben hat, keinerlei Ahnung vom Fußball vom FC Bayern hat. Es geht hier auch nicht, Thomas Tuchel anzugreifen als Person oder dass er ein schlechter Trainer ist, habe ich gerade schon gesagt. Thomas Tuchel ist ein guter Trainer. Thomas Tuchel ist aber ein Trainer, der zum Verein kommt und sagt, ja, den brauche ich nicht. Ich brauche den. Bitte kaufen, bitte verkaufen. Das ist Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ist nicht der zum großen Verein. Wir reden zum großen Verein, wie unserem Verein, ja. Der zum Verein kommt und sagt, da ist ein Mathis Tell, da ist ein Pavlovic, da ist auch noch ein Kretzig, geil. Boah, die haben Talent, Alter, geil. Die führe ich ran, die baue ich auf, da habe ich Spaß dran. Nein, das ist nicht Thomas Tuchel. Und das weiß man vorher, wenn man sich einen Thomas Tuchel ins Haus holt. Ja? Thomas Tuchel ist ein Trainer, der möchte fertige Spieler haben, die zu seinem Spielsystem passen und dann spielt Thomas Tuchel Fußball. Und das ist völlig fein, das ist völlig okay. War super erfolgreich in den letzten Jahren, wo er war, hat er bewiesen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das hier zu schreiben ist derselbe wie der zweite Absatz. Absolut dumm. Ja, ich denke auch, ein Uli Hoeneß hat nichts gegen Thomas Tuchel. Uli Hoeneß war immer ein Mensch, der geradeaus seine Meinung gesagt hat, der aber dann nie ein Problem mit den Menschen hatte. Ja, also warum auch? Dass das falsch ist, das öffentlich zu tun, wie er es getan hat, warum nicht überreden, dass ein Thomas Tuchel frühzeitig entlassen wurde, ist völlig legitim. Völlig legitim. Wir haben keine Spielphilosophie unterm Thomas Tuchel. Wir spielen Grottenfußball, der nur auf Einzelaktionen beruht. Wir haben keinerlei Talentförderung unter Thomas Tuchel. Thomas Tuchel hat aus meiner Sicht nicht einen Spieler wirklich besser gemacht. Damit ist die Beweisführung eigentlich abgeschlossen. Wenn man sich nur ein bisschen mit dem Fußball beschäftigt und nicht nur sieht, der FC Bayern ist ja mal im Halbfinale, und wir haben ja sogar eine gewisse Chance, ins Finale zu kommen und die Champions League zu gewinnen. Und Leverkusen hat ja eine außergewöhnliche Saison gespielt. Deswegen sind wir nur da, wo wir gerade sind. Nee, wir sind gerade da, wo wir sind. Ja, weil Leverkusen eine außergewöhnliche Saison gespielt hat. Völlig zu Recht. Lob und Anerkennung an Leverkusen. Aber guckt euch doch mal die Art des Fußballs an. Guckt ihr euch nur die Ergebnisse an, oder was? Anscheinend. Weil sonst würde man so einen dummen Scheiß hier nicht schreiben. Thomas Tuchel hat Probleme erkannt, fordert unter anderem einen Sechser, der dieser Mannschaft augenscheinlich seit Jahren fehlt. Er ist ein Trainer, mit dem man auch einen Umbruch einleiten kann, der aber auch den Finger in die Wunde legt und Probleme offen anspricht. Sein Umgang mit Talenten spricht ebenfalls für sich. Ach komm bitte, bitte, so
integrierte er den bis vor kurzem noch völlig unbekannten Pavlovic in die erste Mannschaft oder gab Spieler wie Zvonarek, Aznu oder Kretzig ihre ersten Einsätze bei den Profis? Alter, jetzt reicht's. Junge, du bist dumm wie ein Stück Holz. Du bist dumm wie ein Stück Holz. Eigentlich ist das gerade eine Farce. Ich rieche mich gerade über mich selber auf, dass ich mir den Scheiß hier durchlese und darauf reagiere, Alter. Aber wir nehmen den Free-Content natürlich mit. Du bist dumm wie ein Stück Holz. Junge, Alter. Erstens, Alexander Pavlovic. Als Fan, der keinerlei oder sich wenig mit dem FC Bayern beschäftigt oder als außenstehender Fan, würde ich den gelten lassen. Ja? Wenn man wirklich keine Ahnung hat, würde ich den gelten lassen, dass da ein Pavlovic steht. Ja? Dass an Aznu und Kretzig und Zvonarek steht, ist eine Katastrophe. Zvonarek hatte 2 Kurzeinsätze gehabt. Aznu wurde noch nicht mal aufgestellt, wo wir keinerlei Außenverteidiger zur Verfügung hatten. Kretzig wurde weggeschickt. Wow. Talentförderung vom Tuchel. Bombe, Alter. Nochmal, Pavlovic hat nur gespielt, wenn keinerlei andere Möglichkeit mehr da war. Pavlovic war schon in der Vorbereitung da, war schon in der Vorbereitung stark. Guck gerne mal, spul mal hier zurück auf meinem Kanal, such dir mal die alten Videos raus, was ich da schon in der Vorbereitung gesagt habe. Was ist denn Pavlovic? Ist er ein Sechser? Ich denke, oder? Vielleicht hätte man doch einfach mal, anstatt sich da öffentlich hinzustellen und sagen, wir wollen mal 150 Millionen ausgeben für den Declan Rice, vielleicht hätte man einfach mal sagen sollen, oh, der Pavlovic, alter Betty, der hat aber Talent. Versuche ich den noch mal ranzuführen bis zur Winterpause, mal gucken, ob der die Erwartungen erfüllen kann. Und wenn nicht, dann können wir ja die Diskussion noch mal aufmachen und hätten dann vielleicht den Palhinha verpflichtet. Wer weiß, vielleicht hätte man das getan. Aber was hat man denn gemacht? Man hat weiterhin Kimmich und Goretzka da spielen lassen und hat sogar einen Conny Leimer. Conny Leimer ist kein Sechser, war. Hat er ja jetzt nur gegen Real Madrid gezeigt, wie stark er ist. Conny Leimer hat man auf die rechte Verteidigerposition versetzt, wo es so null Sinn macht. Da hätte halt direkt ein Kimmich hingehört. Aber ja, na klar. Also, grandios. Also die Jugendförderung, boah, die ist grandios vom Thomas Tuchel. Also er hat richtig die Talente entwickelt. Ich meine, guckt euch die Leistung von Fonzie Davies und Jamal Musiala an. Ich denke, die sprechen für sich, oder? Grandios, Leute. Weltklasse. Thomas Tuchel ist ein überragender Trainer, einer der Weltbesten. Auf dem aktuellen Trainermarkt gibt es sowieso keinen, der annähernd so gut ist. Das würde ich, glaube ich, jetzt absprechen. Ja? Keine Ahnung. Nochmal, ich halte Thomas Tuchel für einen guten Trainer. Ob er einer der Weltbesten ist, keine Ahnung. Kann man drüber streiten, denke ich. Ja, natürlich, er passt halt einfach nicht zum Verein. Feierabend, Leute. Punkt. Und selbst wenn wir die Champions League gewinnen sollten, tröstet das nicht darüber hinweg. Der Verein hat andere Ansätze, die er umsetzen möchte. Und da passt ein Thomas Tuchel einfach nicht in das Konzept. Und das ist doch auch nicht schlimm. Mein Gott. Ich möchte Sie mit diesem offenen Brief zum Nachdenken anregen. Manchmal muss man auch über seinen Schatten springen und sich einen Fehler eingestehen. Ja, stimme ich dir zu. Es wird immer offensichtlicher, dass die Entlassung falsch war und man diese Entscheidung langsam überdenken sollte. Nein, völliger Schwachsinn. Thomas Tuchel macht übrigens nicht gerade den Eindruck, als sei er völlig abgeneigt davon, seine Tätigkeit in München fortzusetzen. Uli Hoeneß, Sie haben so viele großartige Dinge für unseren FC Bayern getan, dafür sind Ihnen die Fans des FC Bayern auf ewig dankbar. Die Differenzen mit Thomas Tuchel zu beseitigen und somit eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zu initiieren, wäre eine weitere großartige Entscheidung. Mit freundlichen Grüßen, die Fans des FC Bayern München. Du kleiner... Punkt. Ich kann mich nur wiederholen, Alter. Du hast nichts in meinem Namen zu sagen. Aber gar nichts, Alter. Das ist eine Farce. Nochmal, unterschreib das gerne mit deinem Namen, dann hättest du wenigstens auch mal Eier gehabt, ja. Anstatt anonym einfach irgendeinen Brief rauszuballern. Katastrophe. Katastrophe, dieses Ding, ja. Katastrophe. Aber hey, du bist einer dieser tollen Leute von den 19.000, die Petition unterschrieben haben und du bist ein Bayern-Fan. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Herzlichen Glückwunsch, dass du keinerlei Ahnung von deinem Verein hast. Ja. Aus meiner Sicht. Du hast natürlich eine völlig andere Meinung, sagst, ich habe gar keine Ahnung. Das ist für mich völlig fein. Ich weiß, die Geister werden sich hier dran scheiden. Das ist auch fein. Fakt, aus meiner Sicht, Thomas Tuchel
passt nicht zu unserem Verein. Da ist es auch völlig egal, sollte er jetzt Erfolg in der Champions League haben. Thomas Tuchel ist mit Sicherheit nicht der Alleinschuldige an dieser Saison, an der Situation, wie sie gerade ist. Habe ich aufgearbeitet, habe ich euch erzählt im 80-Minuten-Video, in 20 Millionen Streams, die ich hier auf diesem Kanal gemacht habe. Beschäftigt euch damit, wenn ihr wollt. Ansonsten lasst es sein. Fakt ist, Thomas Tuchel passt nicht zum FC Bayern. Und das ist nicht schlimm. Ja? Feierabend. Wie soll man mit dem Thomas Tuchel weiterarbeiten? Soll man alle Talente dann verkaufen? Soll man Tell verkaufen? Soll man Pavlovic verkaufen? Wo setzt ein Tuchel auf den Pavlovic? Wo? Jetzt in den Spielen gegen Real Madrid? Wo? Davor? Wo denn? Pavlovic spielt nur dann, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja. Vom Tell brauche ich nicht reden, oder? Es wird lieber ein Davis eingewechselt, der katastrophale Leistung die Saison zeigt, der sogar nach Real Madrid wechseln möchte im kommenden Jahr, anstatt einen Tell einzuwechseln. Von einem Zaragoza, der extra verpflichtet wurde, der, wo er vorher gespielt hat, Nationalspieler der spanischen Nationalmannschaft geworden ist, wird jegliches fußballerisches Können abgesprochen. Wo fördert Thomas Tuchel junge Spieler? Absolute Farce, dieses Ding, in meinen Augen. Nochmal, es kann jeder seine Meinung haben. Die Meinung könnt ihr gerne haben. Das ist für mich völlig fein. Ich sage auch nicht, dass Thomas Tuchel ein schlechter Trainer ist. Ich sage, Thomas Tuchel ist ein guter Trainer, der einfach nicht zum FC Bayern passt. Aufgrund der Sachen, die ich jetzt schon mehrfach geäußert habe. Aber ihr könnt euch nicht das Recht rausnehmen, sowas zu schreiben und das dann zu unterschreiben mit die Fans des FC Bayern. Das ist eine Katastrophe. Ja? Das ist eine absolute Katastrophe. Was soll das? Daher meine klipp und klare Distanzierung von diesem lächerlichen, völlig haltlosen Brief eines angeblichen Fans des FC Bayern. Was ich ja noch nicht mal weiß, weil ich noch nicht mal nachvollziehen kann, wer diesen Brief geschrieben hat. Wow! Ganz großes Kino. Leute, wie gesagt, ich spreche nur für mich. Solltet ihr das genauso sehen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr das komplett anders seht oder so seht, wie es im Brief steht, lasst gerne einen Daumen nach unten da. Dann haben wir mal eine Referenz und dann kann ich mal nach einer Woche vielleicht mal gucken, wieso denn die Referenz zumindest hier ist von den Leuten, die dieses Video gefunden haben. Und Leute, natürlich, wo dieser Brief steht, teilt es auf Social Media, auf allen Kanälen, teilt dieses Video, Leute. Jeder Bayern-Fan soll das sehen. Ja, macht das gerne. Ist mir wurscht, ja. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Tschüssi.